Sankabu gegen Sensei, das Duell um die S. Willkommen zurück, Freunde. Let's Play, Sonne, Mond, wie auch immer. Was mache ich den Typen? Überlegen. Ja, Sensei, ich weiß. Ich will sie eigentlich fangen, ne? Ist ein wildes Pokémon. Obwohl ich, ja, generell vom Aussehen so jetzt nicht gerade beeindruckt oder, ja, auch begeistert bin. Oh, Sankabu ist eine Scheiße. Ich mein, hallo, ein Sandhaufen der Schaufel auf dem Kopf. Geht's den Entwicklern eigentlich noch? Ich mein, Sandhaufen alleine hat eigentlich auch ausgereicht. Und die Entwicklungen sehen noch bescheuerter aus. Eine richtige Sandburg dann. Aber, geile Typenkombi. Sankabu! Weil es müsste Bodengeist sein. Keine Hilfe. Wer lässt mich hier alleine, ihr verdammte Mistkerle? Jo, Bodengeist. Nicht einfach hier eine Kraftreserve. Ist ja eine Gesteinsattacke in diesem Falle. Alter, Sandkrab. So, er ruft nicht mehr um Hilfe. Er weiß, sein Netzschüler hat gleich geschlagen. Pokéball, flieg, flieg, go! Yes! Wir haben es gefangen! Den Geist-Sandhaufen? Sankabu! Bubu! Es kann einen kontrollieren, der seine Hand in sein Maul steckt und bringt sie dann dazu, seinen Körper immer weiter zu vergrößern. Sandhaufen. Ich überlege gerade wegen passenden Namen für das Teil. Naja, Name, der alles andere originell ist. Spatenkopf. Ah, Vollspaten! Nein, ich hätte Vollspaten nennen sollen. Oh, das wäre geil gewesen. Oder Vollspacko. Ja, der Anliegen dazu, Vollspaten. Ja. Das ist ein richtiger Vollspaten, hey, ja. Ja, überall schön streicheln, das mag Sensei. Ja. Danke, Mann. Kein Ding, mein Alter. Unser guter Kumpel Sensei. So, in der unterwegs hier am Strand. Und da mal sagen wir mal ein bisschen Pokémon switchen. Spatenkopf. Was bescheuertes. Verklumpen. Was kann das schon wieder? Was da getroffen? Stärksten Verteidigungsstark. Ja, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Das ist aber natürlich das falsche Wesen dafür. Ich meine, hallo, Initiative plus, Verteidigung minus. Müsste eigentlich eher umgekehrt sein. Ja. Ich denke, es hätte vom Movepool her so sicher noch eine Zukunft, aber nee. Momentan kein Bock zum Trainieren. Da ist noch eins. Ja, überall diese dunkle Flächen sind halt solche Vollspaten. So, die Trainer sind also nur im Wasser, okay. Vielleicht Interesse an einem Nebenjob. Was muss ich da machen? Goofer. Ein Goofer fangen. Das Goofer ins Meer schleudern. Mir Bescheid sagen. Versuchen wir es mal, wa? 6 Goofers, so. Man sieht sie relativ schnell. Hier zum Beispiel. Goofa! Blub.
Fa! Das war Nummer 2. Tja, das kann man natürlich täglich machen und man kriegt dafür, wie ich finde, relativ viel Kohle. Goofa! Nicht Goofy, Goofa. Man muss doch manchmal ein bisschen genauer hingucken. Das hat Nummer 5, 1 fehlt noch. Das kann mitunter, das letzte kann manchmal noch gut versteckt sein. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist vermutlich oben. Ah, hier ist es. Gute Frage, war jetzt noch der Strand oder war es bereits? Ah ja. Im Wasser. Was? Hey, wer verzählt? Tatsächlich. Ufa! So, dann gehen wir zurück zu den Typen und dann will ich auch noch ein bisschen battlen. Hier vor allem noch ein bisschen trainieren. Ne? Ich will ja bald mal unser Team weiterentwickeln. Wir kriegen 20.000 dafür, Leute. Das können wir täglich machen. Alter, ich hab gesehen, wie schnell das geht. Boah, das ist echt übel. Aber noch cool. So. Noch ein bisschen Pokémon Power natürlich. Jo, es wird Zeit für Lapras Wellenritt. Da kommt auch schon ein wildes Pokémon auf uns zu. Was wird es wohl sein? Tentacha? Och nö, sowas Lehmes? Oh mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, komm, das Tentacha findest du eigentlich überall. Da ist wieder Bock drauf zu kämpfen, noch es zu fangen. Tschüss. So was denn doof. So, da haben wir ein Item am Boden. Ja, auch Taucher gibt es nicht mehr. Nicht im Ernst, noch eins. Ja, die geht's hier wie Fliegen. Kein Bock drauf, wir fliehen, weil wir das können. So, irgendwo hat es hier schon die ersten Trainer. Das werden wir natürlich auch erstmal absuchen. Oh verdammt, da war es nicht so schnell. Sorry, Lapras. Ja, Mann. Kuckuck. Die innere Ruhe des Meeres. Ja, yeah, Posen. Enric. Was, Henrik? Nee, Enric. Oh, ein Lusardin. Aufgepasst, Freunde. Level 20 schon erreicht. Jo, du musst ein bisschen weilen. Fischschwarm. Hallo. Scheiße. Giftzahn, schnell. Mist. Alter, macht das Damage. Komm schon. Yes. Toxisch vergiftet. Tränendrüse. So. Wir erstmal zurückmorphen. Hä? Das ist noch kein Viertel? Ernsthaft jetzt? Das glaube ich jetzt einfach nicht, ey. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Wieso ist nicht zurückgemorpht? Och, Menno. Das ist jetzt richtig fies. Ein armer Dark Toxic. Tja. Das ist ein richtiger Scheibenkleister, wa? So, muss er noch länger auf sein Level abwarten. Ja.
Und da ist der nächste Trainermann, die Zeit totzuschlagen. Das ist noch brutal. Wie willst du denn die Zeit kaputt machen? Becky! Oh. Anton. 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 Das ist wieder der Anton-Song. Nein! Ich muss schnell killen. Oh, das wird das Viech. Das wird natürlich schneller. Oh, komm schon, Toxic. Please. Nein. Wir haben nur so einen scheiß Pech, nicht mal Typ Psycho, wo ich ein bisschen so ausmachen könnte. Nö, ist einfach nur Wasser. Dann schreit die Seele aus dem Leib. Toxic, please. Thank you very much. So. Dann noch einmal bis hinterher, wenn es geht. Nee, nicht Aquavelle, die ist scheiße. Die mag ich nicht. Wehe, Toxic, wehe. Dankeschön. Anton, ich hab Kopfschmerzen. Das gibt's nicht, ey, Alter. Das Vieh braucht Erfahrungspunkte. Das. Kriegst noch Migräne? Okay, haben wir eine Insel. Schattenglas für Unichattacken. Kann man sicher mal noch gebrauchen. Wow. Ja. Ein wildes Pokémon. Tentacha. Och nö, ey. Ernsthaft jetzt? Okay, von mir aus hier bis. Ja, als ob ich jetzt tauschen würde. Einmal Giftspitzen, normal vergiftet, zweimal Giftspitzen, toxisch vergiftet und tschüss. Ah, geht doch, Level up, dankeschön. Abschlag, ich hab doch Biss noch, wa? Abschlag hier. Lass auf tragen. Ja, komm, mach's trotzdem mal. Klar, jetzt hier natürlich für Story-Modus und so weiter, also fürs Hauptspiel selbst, dass die Gegner da Items besser tragen, obwohl natürlich Zekristan und so. Ne, oh, ist er knapp. Ja, der ist schon so ein Level up. Kuckuck. Wind, check. Wellen, check. Laune, check. Pokémon-Kampf, check. Ja, Mann, ich bin Alberto. Alles wohl die Poser. Wasserflug. Egal, ich mach die Säuselstimme. Sieht fast aus wie eine Liebesattacke. Autsch. Ich sag nur Autsch. Ach komm schon. Marikek. Gegen Ruckzuck-Hieb. Und Marikek erreicht Level 30. Noch 4 Level bis zur Entwicklung. Nice. Hat er dann. Ja. Was Schmerbe? Das ist der perfekte Gegner für Kaipora. Eine Aquavelle, die könnte höchstens verwirren. Tut sie aber nicht. Ja, dann tut das Vieh schneller. Schnell als meine Pflanzen, Leute. Geht's eigentlich noch? Tschüss, Mann. Naja, so wie einfach Schaden. Das musste reichen. Fliegen? Nö. Sehr gut, sehr gut.
Ja, ich würde sagen, wenn es ein bisschen schneller geht, Freunde. Wenn ich hier mal Kalpo an erster Stelle setzen. Weil sonst dauert das echt noch ewig und 3 Tage. Ich glaube, generell im Training und so weiter. Der bald schon die 3. Insel, da will ich eigentlich schon anfangen mit ja, dem Team auf der Liga und so weiter. Liga, was? Quatsch hier von Liga. Das, ja, der Hauptstory und so weiter. Liga. Gibt ja gar keine Liga, es sind ja 4 Inseln da und 4 Könige und so weiter. Die Hauptstory, ja, so wollte ich eigentlich sagen, genau. Für die Hauptstory mal ein bisschen gucken. Deswegen wäre, denke ich mal, wenn ich dann E-Petal aktiviere, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und da ist schon die Nächsterin, die nächste Trainerin. Ja, nächste Trainerin, abgekürzt Nächsterin. Nami! Hey, was machst du? Gut, den gleichen Haarschnitt, zumindest noch vor dem Zeitsprung. Vor dem Timeskip. Sie sucht nach dem One Piece! Ah ne, sie sucht nach Schätzen, was? One Piece ist relativ egal. Gerade habe ich eigentlich schon mal den Z-Pflanz-Move eingesetzt. Muschas. Kann man nicht, oder? Nö. Also ein peinlicher Move würde mich garantiert erinnern. Brillante Blütenpracht. Yeah. Oh mein Gott. Sieht eher aus eine Federattacke. Also ist das im Prinzip ein mega Solarstrahl. So mehr oder weniger. Haben wir heute in den Sand gesetzt, wa? Jetzt müssen wir eine neue Karte zeichnen. Unsere Navigatorin. Oh. Toll, wollte erstmal Seiten aufheben. Wir befreien, herumschleppen aus Pokémon. Okay. Ich habe zuerst Ötzi gelesen. Schwimmer Uzi. Ein Garados. Ja, Mann, was geht? Digga? Offenbar nicht viel. Okay, schon mal gesunken. Mach also Kraftreserve. Dieser Typus Eis. Das ist speziell. Das ist spezielles Eis. Das ist doch dümmer als gedacht. Was ist denn das gerade? Brillante Blütenpracht. Yeah! Kaipora spürt den Groove. Und es gibt im Himmel High Five. Flower Power. Ja, immerhin ein bisschen was abgezogen. Scheiße. Machen wir Pflücker, vielleicht hat es ein Item bei sich. Also sprich eine Beere, wa? War eine Beere. War gar normaler Schaden, wa? Ja, das war wohl ein Überblick zu viel, Kumpel. Garados. Alter. Hier ist das Preisgeld. Danke, Mann. Ein Tauchball, ja. Also wo ich jetzt hier tauchen will. Warte mal ganz kurz. Was steht jetzt da als Text dazu, als Beschreibung? Weil tauchen kann man gar nicht mehr. Also ein Ball, mit dem so Pokémon, die im Wasser leben, besser fangen lassen. Nitzball. Ein Ball ist besonders gut sein, um Wasser- und Käfer-Pokémon zu fangen. Also für Wasser-Pokémon kannst du beides einsetzen.
Weil, Wasser-Pokémon leben im Wasser. Logischerweise Wasser-Pokémon. Du hast schon mal ein Feuer-Pokémon im Wasser gesehen. Ja, also. Also da finde ich, hätte man den Tauchball eigentlich auch weglassen können hier in der 7. Generation, wenn das eigentlich die Beschreibung dazu ist. Ich überlege gerade mal, die Theorie ist ja so, dass es auch bald schon mal ein Remake von der 4. Generation gibt, sprich mit Perle und Diamant. Konnte man Diamant und Perle tauchen? Soll ich mich erinnern? Nö. In der 5. Gen wurde das glaube ich wieder aufgefasst, aber in der 4. Generation? Ich glaube nicht. Ah, übrigens mal ein Goofer von Angesicht zu Angesicht. Wäre natürlich Whirlpool einfach halt Remake noch von Gold, Silber, Kristall wiederum. Also dann kann Stelle von Auflockern, war. Kaskaden, Wasserfall, das sind die obligatorischen. Ich glaube, Tauchen hatten wir eigentlich so gesehen fast nur in der 3. Generation. Doch, ich glaube, in der 5. gab es Tauchen auch noch. Was? Ist das überlebt? Oh oh. Und eine physische Attacke und tschüss, Mann. Was machst du da? Fragen wir gerade auch. Scheiße. Setz einfach ein Z-Konter ein. Alter. Jetzt sehr Tage Konter. Nicht so ganz schlecht. Markenkrempler, das kotzt gerade aus. Ja, stimmt, Goofer sind, glaube ich, oder gehören mit zum langsamsten Pokémon ever, aber haben dafür extrem hohe Spezialverteidigungswerte. Mitsunda! So, da war das auch schon wieder vorbei. Oh, noch ein Item. Ein Gegengift, naja. So, wir sind glaube ich auch schon fertig, Leute. Ist noch ein Trainer? Auf den letzten Meter? Nö. Das war's, Freunde. Jetzt habe ich deaktiviert mal meinen EP-Teiler. Weil jetzt sind es 39, 29. Ja, ist doch schon bald zu weit und. Ja, kommen wir jetzt schon. So. Ich halte mal Kaipora nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, sobald wir geheilt werden. Jetzt mal ganz kurz rein und gucken mal, wie es aussieht. Die Attacke, die man einsetzt, ja, das hat was für sich. Da bist du ja. Meine Güte, Unhöfler von mir. Ich soll mich zunächst vorstellen, wa? Mein Name ist Fabian. Ich hatte doch neuer versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Äderparadies. Das Äderparadies ist eine künstliche Insel errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich halt ein Erwachsener bin, der sein Versprechen hält. Du wirst also mit zum Äderparadies kommen, oder? Wären wir das oder wären wir das nicht? Klar wären wir das. Gut, dann folgen wir bitte. Das Äderparadies ist ein überwältigender Ort. Warte, nimm mich mit! Hast du schon gewonnen? Sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass er selbst welche hätte. Bin da viel zu jung dafür. Hört zu, ihr beiden. Messen sollt ihr euch... Was? Ah, messen. Ich habe verstanden. Ich habe zuerst Messen gelesen. Messen sollt ihr euch nur an euch selbst und vertraut dem Pokémon an eurer Seite. Was mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge andere Dinge zu tun. Aber werft doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Äther Foundation. Ah, genau. Und als nächster Treffpunkt... Ich warte im Malihe Zirgan auf der Insel Ula Ula für euch. Ula Ula, Ula Ula. Es wird Zeit, Akala hinter uns lassen. Aber keine Sorge, wir können jederzeit wieder her zurückkommen, hä? Na gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf so einem Schiff wie im Flug. Mit so einem Schiff meine ich nichts geringeres als die Fähre. Ja, keine Sorge, Freunde, ihr könnt uns nicht irgendwie verpassen oder so, das gehört zur Story, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, nö, ich will nicht mitkommen, dann darauf warten müsste, bis ich irgendwann gesagt hätte, ja, doch, ich will mit, weil sonst geht's nicht weiter. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Michael? Quatsch mit Soße. Nee, aber wäre cool, oder?
Oh Junge, bin ich auf das Ätherparadies gespannt. Hm, so ein Volltrottel. Ja, Freunde, unser nächster Abstecher, der könnte vermutlich etwa 1-2 Folgen dauern, ist das Ätherparadies. Sie sind relativ groß, man sieht's ja. Aber es ist richtig episch hier und dann auf nach Ula Ula und dort, bin ich mir ziemlich sicher, werden wir auf... wenn wir jetzt so weitere Teammitglieder begrüßen können. Muss mal schauen, aber ich glaube, wir langsam mal Zeit zum Tauschen mit meiner Sonne-Edition wieder mal. Wie es schon lange zusammen angekündigt hatte, wegen, ja, gewissen Vorteilen noch, wenn man schon ein bisschen weiter ist. Tja, Freunde, wir sind hier beim Ätherparadies. Aber ist der wirklich so ein Paradies? Da wären wir beiden. Das ist das Ätherparadies. Mogelbaum, Mogel, Angunio. Ich habe einen ganz fiesen Blick. Nein, wir sind angesperrt. Tschüss. Das Ätherparadies dient dem Schutz und Halt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Ätherparadies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Okay, das heißt, ich kann auch nicht kämpfen, falls irgendwas wäre. Ist ja voll fies. Fabian? Nein, nein, nein! Willst du mich bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Wir werden unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder rum und bring sie dann zur Präsidentin, ja? Ich gehe mal wieder. Tschüss. Uff. Hallo. Michael Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Freut mich. Alola. Alola. Moment mal. Du kennst unseren Namen? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stock. Wollen wir einen Aufzug nehmen? Was auch sonst. Blip. Nehmen wir den Aufzug. Aufzug. Es geht aufwärts. Hey, Dula, day. Ula, Ula, hey. Der muss noch warten, yay. Das ist ein Kommandoton. Senses kleiner Bruder. Das ist der Eingangsbereich. In der Rezeption hier könnt ihr aber Pokémon heilen lassen. Cool. Michael, Tali, ihr zwei seid ja auf Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Gehe ich den rechten Annahmen, dass ihr 11 Jahre alt seid? Und das stimmt, sie wissen gut Bescheid. Ja, 11 ist nämlich immer was, fast in jedem Videospiel. That's true. Ja, alles gibt. Mein OP will ich besiegen. Das ist wie ein Elternteil. Mit 11 Jahren schon Eltern. Michael, Talia fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's! Ich würde langsam gerne mal die Folge beenden, wenn es irgendwie geht. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokéball im Ätherparadies verboten. Okay. Das ist ein Naturschutzgebiet, yeah! Hier bieten wir alle Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Agrostella angegriffen werden. Ich lese euch aus meinem Pokédex vor. Was wird auch ein Roto? Corazon! Agrostella. Kriecht mit seinen 12 Beinen und dem Meeresboden. Hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Alter! Dass man brutal zugehen kann. Tja, aber kann jeder Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Klar doch. Natur eingreifen darf. Hey. Haben wir schon die ganze Zeit nochmal in der Region niedergelassen. Wer weiß. Unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Tja. Sie ist übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr sollt ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Psst,
die Präsidentin muss irgendwo eine Schutzzone sein, aber wo nur? Ich bin Roto, yeah, Mann. Ja, das war Roto und ich würde sagen, Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen, trotz dieser kleinen Überlänge. Nächster Part also Schutzzone, ein bisschen durchsuchen und so. Wir werden wohl unsere Pokémon nicht einsetzen dürfen. Ist ja auch nicht so weiter schlimm. Wollte eigentlich noch Spatenkopf ablegen, die Box. Naja, was soll's. Jo. Würde sagen, wieder mal danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ansonsten. Tja. Mal schauen, was sich hier in der im Ätherparadies, in der Schutzzone noch so alles abwickeln wird, weil ich meine, Paradies, Schutzzone, das sind mir ein paar Begriffe, Sicherheit zu viel auf einem Haufen. Das kann nicht lange gut gehen. Nee, wohl kaum. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.